So, liebe Freunde, ich habe heute ein Thema, das mich selber begeistert. Also ich bin immer begeistert, aber heute bin ich richtig begeistert, weil es ist einer von diesen Predigten, wo mir geholfen hat zu verstehen, wieso, dass ich mir manchmal Sorgen mache, obwohl ich mir keine Sorgen machen müsste. Wir alle wissen, wir haben einen Gott an der Seite, der ist gut, der ist treu, der ist souverän, ist der gute Hirt. Wenn Gott ein Wort spricht, Himmel und Erde entsteht und der Teufel und Dämonen werden anfangen zu zittern. Das wissen wir alles irgendwo und dennoch und trotzdem klopfen die Sorgen bei mir manchmal an. Und ich möchte mit einem Zitat, mit einer Frage starten und ich habe es auf der LED-Wand aufgeschrieben. Wenn dein Leben sich in die Richtung von deinem stärksten Gedanken bewegt, gefällt dir die Richtung, wo deine Gedanken dich führen. Wir sagen, dein Leben ist jetzt genau dort, wo dein stärkster Gedanke pusht dich dort an, wo du bist. Und ich finde das eine mega, ganz krass tiefe Frage. Warum macht man sich dennoch Sorgen im Leben? Und ich möchte ganz kurz das erklären anhand von einem Beispiel, das wir alle kennen. Also, du bist vor der Gymi-Prüfung und du bist so nervös, weil du weißt, ich muss die bestehen. Weil wenn ich die Gymi-Prüfung nicht bestehe, dann komme ich nicht ins Gymi. Und wenn ich nicht ins Gymi komme, habe ich später keinen guten Job. Habe ich keinen guten Job, verdiene ich nicht so viel. Und will ich nicht viel verdienen, heirate ich die falsche Frau. Und mit dieser falschen Frau, die ich heirate wegen dem Gymi, wegen dem Geld, haben wir die falschen Kinder. Und die Kinder haben ein paar Probleme. Alle schräge Zähne. Alle 3 brauchen Spangen. Spangen, liebe Frauen und Männer, ist in der Schweiz unbezahlbar teuer. Wie soll ich 3 Spangen kaufen für 3 Kinder mit einer Frau, die ich nicht will, weil ich das Gymnasium nicht bestanden habe und ich muss auch noch Schulden bezahlen von früher mit meinem Vater. Und weil ich muss Spangen kaufen und weil ich Schulden mit dem Vater habe, kann ich meinen Kindern keine Ausbildung finanzieren. Und weil ich meinen Kindern später keine Ausbildung finanzieren kann, lernen sie die falschen Freunde kennen. Alle kiffen. Und dann nehmen sie härtere Drogen. Das vermögen sie nicht, müssen sie anfangen zu stellen. Den Kiosk und die Bank, überall. Und dann werden sie gefangen genommen. In der Schweiz können nach Regensdorf. Und das macht mir Sorgen. Und ich komme Kopfweh über. Und aus Kopf entsteht ein Hirntumor. Und darum sterbe ich. Und ich möchte auch sagen, die Prüfung fürs Gymi ist matchentscheidend. So, wer kennt das von uns? So eine Kette Gedanken von Reaktionen, wo du plötzlich merkst, die Sorge im Wiederdenken hat einen krassen Einfluss in unserem Leben. Und vielleicht sagst du, ich habe mehr Rechnungen, als ich Finanzen habe. Vielleicht hast du eine Gesundheit-Challenge, eine Freundschaftschallenge, I don't know, was ist eine Challenge. Aber lass uns in einen Text hineingehen. Ich bleibe in einem Bibeltext. Du kannst einmal deine Bibel aufmachen und einmal den Finger hinheben. Und zwar Philipper Kapitel 4, Vers 6 bis 8. Und der Kontext ist matchentscheidend. Also wenn ich heute Abend euch sage, macht dir keine Sorgen, denkst du, ja, der Leo auf der Bühne, blond, schön gefärbt, ist immer gut drauf, hat Muckis unglaublich, der kann das gut sagen, oder? Aber da schreibt dann Paulus im Gefängnis wegen dem Evangelium und er ist kurz davor dran, dass man ihn umbringt wegen dem Glauben. Also eine unglaubliche krasse Situation, oder? Und der Paulus sagt aus dem Gefängnis, kurz vor seinem Tod, zu allen Christen around the world, auch 2000 Jahre später, Jungs und Mädels, ICF Zürich, Loft Online, Michael Churches und der ganze Kosmos. Sorgt euch um nichts. Ein Mann im Gefängnis, ein Mann kurz vor dem Tod, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm dabei. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Erinnert mich an meine Mutter. Konzentriert euch auf das im Gefängnis, was wahr, anständig und gerecht ist. Denkt über all das nach, was rein, liebenswert und bewundernswürdig ist und über die Dinge, die die Auszeichnung und Lob verdienen. Und wenn ich den Text lese, denke ich, wieso mache ich mir Gedanken wegen meiner Gymi-Prüfung, wenn ein Mann im Gefängnis sagt, Jungs und Mädels, du musst eins wissen, Gott hat dich nicht einen Moment verloren,
Gott ist im Leid und Gott führt und Gott leitet dich, Gott segnet dich und Gott hat dein Leben unter Kontrolle. Ich möchte sagen, warum machen wir uns Sorgen? Und jetzt komme ich zum matchentscheidenden Sache. Ich habe jetzt in der Hirnforschung studiert, also nicht, dass ich studiert habe. Die Hirnforschung erklärt uns, wieso du als ein gläubiger, wiedergeborener, erweckter Christ dir immer noch Sorgen machst, obwohl wir uns keine Sorgen machen müssten. Und ich liebe, weil Forschung tut oft etwas erklären, was die Bibel in einem Satz erklärt, macht dir keine Sorgen. Und die Hirnforschung sagt dir, ich erkläre euch warum. Wir alle haben eine Challenge in unserem Hirn. Es gibt Amygdala. Das ist auch ein ganz schöner Kindername. Amygdala. Amygdala ist in der Mitte, innen ist das Hirn. Und Amygdala ist zuständig, was die Amygdala sieht und hört und spürt, tut sie speichern. Das heisst, wenn du in deinem Leben schon x-mal eine Freundschaft auseinandergegangen ist, tut Amygdala speichern, ich bin enttäuscht worden, ich bin frustriert und alle Männer sind gleich. Das bedeutet, wenn du nicht, und jetzt möchte ich einen wichtigen Punkt machen, du musst deine Frust, deine Verletzungen ans Kreuz bringen. Wenn du nicht ans Kreuz bringst, tust du deine Amygdala prägen mit mega vielen Verletzungen. Wenn ein Mann dich kommt und anschaut und sagt, so hat mich schon mal mein Ex genauso angeschaut. Und die Amygdala tut dich nur an das erinnern, was du erlebt hast und abgespeichert hast. So, Amygdala ist eigentlich wie so ein Ventil. Vorne ist der Fronthirn, Frontlappe. Und vorne dran das Hirn tut die Sprache definieren, tut auch Lösungen entscheiden. Also da vorne bist du lösungsorientiert und hinten bist du erfahrungsorientiert. Die Logik und das Gefühl. Nicht sagt deine Logik, Gott ist gut und Gott ist treu und Gott kommt zum Ziel und Gott ist mein Hirt. Und der Amygdala sagt, Achtung, 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 Amygdala, Amygdala, Amygdala. Da war doch etwas vor 2 Jahren. Da ist abgebeten, bist abgegangen mit Schmitzkatzen. Was ist passiert? Genau das Gegenteil. Hast du vergessen? Ich tu dich daran erinnern. Du merkst, Amygdala, Emotionen, Vergangenheit und Logik sind immer in einem Kampf. Du sagst, genau so fühlt sich als ein Christ. Immer in der Spannung. Ich muss mir keine Sorgen machen, aber die Amygdala tut dich daran erinnern, was du gemacht hast. Warum hat Gott die Amygdala zugelassen? Ganz einfach. Das ist die gleiche Frage, wieso träumst du? Wer von euch träumt in der Nacht? Wer von euch träumt nur gute Sachen in der Nacht? Wer will gute Sachen träumen in der Nacht? Wer träumt Albträume in der Nacht? Wir alle, genau. Also, weißt du, wieso du träumst? Ohne Träume würde ein Mensch sterben. Weil Träume sind unverarbeitete Geschehnisse, die du nicht erledigt hast. Und man sagt, Träume ist ein Ventil. Ohne Träume wird dein Körper explodieren, weil deine Seele und dein Geist das nicht ertragen kann. Das heisst, Gott hat das so gemacht, dass man träumt in der Nacht, weißt du so, kannst du nicht weglaufen. Du träumst in der Nacht, was deine Seele nicht verarbeitet hast. Kannst du mir folgen? Amygdala ist nur ein Alarmsystem. Achtung, halt. Da gibt es ein paar Themen, das hast du nicht bearbeitet, du hast es nicht gelöst, du hast ja das Kreuz gebracht und ich möchte dich nur daran erinnern, du sollst noch in die Seelsorge. Du sollst noch ein paar Sachen lösen, du nimmst alles mit in die neue Freundschaft. Und Amygdala und Frontlappe funktionieren folgendermaßen wie eine Alarmsirene. So, wuh, wuh, wuh. Bist am Morgen um 2 daheim. Deine Alarmsirene geht ab. Wuh, wuh, wuh. Und der Amygdala sagt, Achtung, ein Dieb im Aargau. Im Aargau wird immer eingebrochen, weiss ich wieso, ich sage gerne zum Holen. Aber im Aargau. So, der Amygdala sagt Folgendes. Sorry. Sagt voll, ja, ich kann nicht Zürich nehmen, das ist doof. So. Okay. Der Amygdala sagt Folgendes, Achtung, letzte Woche hat ein Nachbar eingebrochen, genau in der Mitternacht, und sie haben alles gestohlen. Und der Amygdala sagt nur, Achtung, schlaf nicht ein, deine Wohnung wird ausgeraubt. Der Frontlappen sagt, hat sie das Hirn geschissen? Es ist die neue Katze, die wir gekauft haben. Die ist in den Sensor reingelaufen und macht Katz gegen Einbrecher hat recht. Amygdala und den Frontlappen sind in einem ständigen Kampf in dem Leben, es sei denn, du löst das
im Gebet. Ich möchte nochmal reingehen in den Text Philipper 4, Vers 6. Da sagt der Paulus im Gefängnis, kurz vor dem Tod, sorgt euch um nichts, Amygdala und Frontlappe, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm dafür. Gebet ist nicht unsere letzte Ressource. Gebet ist das Erste, was ich mache in meinem Leben. Du bringst alles. Gebet ist nicht Defense, Gebet ist immer Angriff. Die Bibel sagt in Hebräer, komm mit erhobenen Händen in die Gegenwart von Gott. Und der Jakobus sagt, ihr habt nicht, will ihr mich nicht fragen. Gebet ist unsere Reaktion. Gott, ich brauche dich, du greif ein, du bist stärker als alles andere. Und jetzt ist interessant, der Paulus sagt, warum ist Gebet so wichtig? Du hast schon 100-mal gehört, du musst beten. Aber warum? Ich möchte heute dir erklären, warum. Ich habe eine Predigt gehalten hier in Deutschland vor ein paar Tagen. Und dann habe ich gesagt am Schluss der Predigt, lass uns für eine Sache beten, dass Gott sie heilt und verändert. Eine Sache. Ich denke, eine bringt jede Person an, oder? Nicht mehr. Und dann ist eine Person stinken, hat gesagt, Herr Bicker, Sie gehen mir so auf den Wecker, so verrückt haben Sie mich gemacht. Und ich denke, egal, wenn ich angehe, ich mache Menschen verrückt. Ich sagte, wieso? Sagt, ich habe nicht ein Problem. Ich habe 30 Probleme. Und ich habe nicht für eine Sache beten, für 30. Ich dachte, okay. Und ich habe ihr Folgendes erklärt, und ich dir auch möchte erklären. Es gibt verschiedene Seasons im Leben. Es gibt gute Seasons, wo dir alles gelingt und die Gegenwart von Gott ist da. Du spürst Jesus und armst ihn, küsst ihn. Du spürst die Gegenwart und die Blessing von Gott. Es gibt aber auch Seasons im Leben, wo nichts klappt. Ich mag mir erinnern, das Leben, der Teufel will dich aus dem Leben rausnocken. Aber wenn das Leben dich knockt als Christ, knockt es dich auf deine Knie. Und ich sage, wenn du 30 Probleme hast, gibt es nur eine Position, wo Gott dich will haben. Auf den Knie. Und dann betest du halt so lange auf deine Knie, bis du merkst, Gott löst das Problem. Dann sagt sie, wie lange? Habe ich gesagt, ich habe eine Season erlebt in unserer Church, wo ich das Gefühl habe, ich komme von den Knien gerne nicht mehr weg. Weil Knie ist Position, Gott, ich brauche dich. Gott, ich lasse nicht los und ich gebe dem Teufel nicht Ehre in meinem Leben und Amygdala geht mir dermassen gegen den Strich. That's the position. Und dann, wenn du aufstehst, weisst, was stehen bedeutet. Weil du bist verwurzelt in der Wahrheit von unserem Jesus. Der Paulus sagt, bet für alles. Dann geht er weiter, Vers 7. Ihr werdet, und das muss jetzt wird es ganz krass. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Das sagt der Paulus im Gefängnis. Kurz vor dem Tod. Der Friede Gottes hat nichts mit den Umständen. Deine Umstände mögen eine Katastrophe sein. Es gibt über 300 Millionen verfolgte Christen auf der ganzen Welt, die gläubig sind. Und sie wissen, morgen bin ich tot, wenn ich über Jesus rede. Sie sagen, ich habe einen Frieden, den die Welt nicht versteht, nicht begreift. Der grösser ist, als unser menschlicher Amygdala, Frontlappe jemals begreifen kann. Wenn Gott einen Frieden gibt, kann die Welt das nicht begreifen. Und jetzt, liebe Frauen und Männer, kommt eine krasse Aussage. Sorge, Amygdala gegen den Frontlappen, oder? Der Paulus sagt, hör nicht auf beten. Das hast du schon 100-mal gehört. Caroline Dr. Leaf hat ein Buch geschrieben, Switch on Your Brain. Und jetzt musst du mal das Zitat, und es ist wissenschaftlich, sorry, jetzt nehme ich das Wort einmal, wissenschaftlich bewiesen. Ich rede nicht von einer Statistik. Man hat festgestellt, dass wenn du 12 Minuten jeden Tag fokussierst, betest, über einen Zeitraum von 8 Wochen, tut es deine Amygdala, dein Hirnfloppen so stark verändern, dass ein Hirnscan kann das feststellen. Das ist nicht einfach so, ich fühle es, ich spüre es, ich bin geliebt, sondern das Hirn reagiert und du kannst es nachprüfen, dass sich etwas in deinem Hirn verändert. Der Paulus sagt, was Dr. Leaf sagt, hör nicht auf zu beten, dass deine Amygdala und deine Vergangenheit mit dem Frontlappen du neu denkst in Jesus. Und ich möchte es ganz kurz euch vordemonstrieren. Are you ready? Ich sprich über dir aus. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Gott hat dich geformt im Leib von deiner Mutter. Gott hat ein Talent gegeben
Fähigkeiten gegeben, ein DNA gegeben. Jesus hat deinen Namen in seine Handfläche eingraviert. Und die Bibel sagt, nichts kann ich jemals reissen aus der Hand Gottes. Jeden Tag, wenn du aufstehst, jubelt der Himmel und alle Engel über dir. Und ich weiss, wenn Gott für mich ist, wer mag gegen mich sein? Und Gott hat versprochen, ich bin dein Hirt, ich bin dein Töpfer, ich bin dein Weinstock, ich bin der Anfang und das Ende. Es werden 1000 viel geschossen werden, sogar 10.000. Nicht ein einziger wird dich treffen. Gott hat gesagt, ich habe ein Haus gebaut im Himmel, du wirst bleiben für immer. Deine Güte und deine Gnade und deine Gerechtigkeit hat kein Ende. Freude am Herrn ist meine Stärke. Der Friede Gottes umgibt mich und ich kann es proklamieren und proklamieren. Plötzlich merkst du im Geist, es ändert sich etwas in dir und danach 2 Minuten sagst du, boom, Shakala, I'm here! I'm here! I'm here! Liebe Leute, listen to me. Wie oft schaut dich deine Mutter an, ohne Wort, und es macht in deinen Amygdala bereits etwas. Aha. Stimmt's? Dein Vater auch. Wie viel hast du gehört von deinen Freunden, wo genau das Gegenteil ist, wie Gott dich sieht? Ich verlüge mit dem nicht meine Probleme und meine Challenges, aber ich positioniere die Sicht, wie Gott mich sieht, auch im Himmel. Gott hat ein Bild über dich und mich, das ist perfekt, rein und heilig. Und die Welt und der Teufel, deine Mutter, dein Vater, deine Freunde, sagen immer genau das, was du nicht bist, statt zu hören, was du bist in Jesus. Wenn du anfängst, 12 Minuten pro Tag proklamieren, ich bin ein guter Leiter. Ich bin ein guter Vater. Meine Frau hat den besten Mann geheiratet. Ja, wer hat denn sonst ist mit mir geheiratet? Ich habe die beste Frau. Ich habe die besten Kinder. Sie sehen aus wie ich, darum sind sie die besten Kinder. Ich habe die beste Church, den besten Gott, die besten Füße, 40 cm groß und stinkig. Aber anderes Thema. Und du fährst an zu proklamieren. Weißt du, was ich heute Abend meine? Du kannst deine Amygdala verändern in deinem Leben. Ich möchte es ganz kurz erklären, in einem einfachen Beispiel, du kennst das. Das sind unsere Probleme, die wir haben. Wir alle mega. Die meisten Leute sagen, du hast keine Ahnung, meine Probleme sind so groß, viel größer als deine Probleme. Du kennst das Beispiel und dann wird Gott mega klein. Aber wir müssen ja nicht Gott sagen, wie groß sind unsere Probleme, sondern ich glaube, wir müssen unseren Problem sagen, wie groß ist unser Gott im Himmel. Und es ist nur eine Frage, wie du das drüllst. Also, ich muss nicht Gott sagen, meine Probleme sind so groß, sondern ich muss meinen Problem sagen, wie groß ist der Gott im Himmel. Und jetzt sagt die Bibel nicht, bring all deine Probleme zu Gott. So, ich bringe meine Themen. Bring meine Ex-Freundin, meinen Ex-Freund, meine Mutter, meinen Vater und meine 7 Hunde. So, jetzt bringe ich das und denke, Jesus, jetzt löst du das. 1 Minute warte ich, es sind immer noch nichts. Karton steht immer noch da. 3 Minuten. Nach 5 Minuten. Ich habe es genau gewusst. Es nervt mich. Ich bringe mir Ex-Freunde und macht einfach wieder nichts. Also ich packe es selber an. Kennst du den Reflex? Die Bibel sagt nicht, bring deine Probleme zu Jesus. Weil das Problem kannst du wieder... Nein. Die Bibel sagt, werf deine Probleme zu Jesus. Das heisst werfen. Werf's weg. Werf heisst, ich habe es weggeworfen. Er sagt nicht, bring deine Probleme. Nein, werf deine Probleme weg. So, was passiert in unserem Problem? Ich habe natürlich das kreativ gemacht. Die Ilu habe ich natürlich noch Pimp My Ilu 2. So, in diesen Problemen habe ich viele Ping-Pong-Bälle. Steht für alle Probleme, die wir haben. Die Schule, Freundschaft, was auch immer die Challenge ist. Mehrere Sachen. Normalerweise, was wir probieren machen, wenn Gott nicht meine Probleme lösen, dann nehme ich sie selber in die Hand. Und selber in die Hand nehmen bedeutet, ich probiere das selber zu lösen. Oder kennst du das? Ich tue meine Kinder so richtig reinmassieren, sind brav, oder? Ich probiere meinen Freunden zu erklären, meine Gesundheit und mich gesund ernähren. Und du drückst all die Themen ab. Jetzt mal achten, solange du drückst, sind die Ping-Pong-Bälle weg. Aber kaum erst aufdrücken, sind sie wieder da. Und das ist genau der Punkt, wo du merkst, stimmt. Wenn ich meiner Mutter zulasse,
Nach 2 Jahren, sie redet immer von den gleichen Problemen. Und Großmutter auch. Wie eine Platte, die einen Sprung hat. Und im Vater sowieso. Wer kennt das? Immer die gleiche Story und denkst, mein Gott, es ist so schlimm und sie drücken immer alles ab, aber es ploppt immer wieder auf und sagst, ja, wie kann ich das lösen? Ganz einfach. Ich komme ins ICF mit meinem Problem. Und da bin ich heute Abend. Kennst du meine Probleme? Ping-Pong-Ball. Und ich hoffe, dass die Worship so singt, dass die Ping-Pong-Bälle wegfallen. Und ich hoffe, dass der Leben das preacht, dass meine Ping-Pong-Bälle weggehen. Und du denkst, dass in 90 Minuten Gott all deine Probleme löst. Ja, träume du. Und dann gehst du raus, auf den Kaffee und merkst, wenn mal der Kaffee funktioniert. Liebe Frauen und Männer, deine Probleme abzudrücken, verleugnen, wird es nicht lösen. Und in 90 Minuten werden gewisse Sachen dir inspirieren. Gott kann schon heilen, das ist nicht mein Punkt. Ich möchte Gott nicht klein machen. Aber oft das Gefühl, du kommst einmal da an, zweimal da an, bringst die Probleme an und dann ist es gelöst. Aber wenn du heute Abend verstehst, eigentlich ist es das Gegenteil. Ich bringe all meine Probleme in die Kartonschachtel rein. Ich nehme die alle, egal wie viel du hast. Weil die meisten Schweizer haben mehrere Probleme, weil wir auch Schweizer sind. Aber wir können es uns auch leisten. So. Und jetzt möchte ich dich bitten, nimm deine Sorgen und wirf sie zu Jesus. Jetzt sagst du, brillant. Was für eine Ilu. Aber hast immer nicht erklärt, wie. Danke für die Frage. Ich möchte ganz am Ende erklären, wie kann man das praktisch machen, die Sorge Jesus abgeht, damit sich auch die Amygdala verändern. 3 Punkte, ich sorge mich nicht. Erstens, ich mache, was ich machen kann. Wenn es etwas gibt, was der Heilige Geist sagt, in der Ehe, in der Gesundheit, in der Ernährung, kannst du machen, dann musst du es nicht Gott delegieren. Wenn Gott zu dir sagt, gang am Abend um 5 Uhr heim, kauf jeden Tag deiner Frau Blumen, dann kaufst du jeden Tag Blumen, es macht nicht Gott für dich. Amen. Tue, was der Heilige Geist dir sagt. Zweitens, ich gebe Gott alles, was ich nicht tun kann. Es gibt viele Bereiche, wo ich merke, mein Latein hat aufgehört, ich habe die Energie nicht. Drittens, ich vertraue Gott, egal was passiert. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, du kennst das, aber ich bin ein visueller Typ, ich bin ja Legastheniker, ich brauche Bilder, dass ich nicht vergesse. Und zwar, ich mache alles, was ich machen kann. Und ich lasse mir auch etwas sagen, ich bringe alles zu Gott, aber du musst eine Position wissen. Ein Mann hat das Kloster, ihm gehört das Kloster, der leitet das Kloster. Und im Kloster hast du viele Angestellte, viele Probleme, du hast Menschen. Und am Ende des Abends hat er ein Ritual gehabt. Jeden Abend hat er gesagt, Gott, ich habe eine Frage, wem gehört das Kloster? Und Gott hat gesagt, wieso stellst du die Frage? Und sagt, schau, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Es gibt Probleme, es gibt Challenges, es gibt 1000 Sachen, die ich nicht erledigt habe, weil ich es nicht angebracht habe. Und Gott hat gesagt, das Kloster gehört mir. Dann hat er gesagt, okay Gott, gut, das zu hören. Wenn das dein Kloster ist, dann kann ich schlafen, good night, und schau du für dein Kloster. Und ich liebe das Bild, das bedeutet, du machst alles, was du machen kannst, aber dann gehört es Gott. Ein gutes Beispiel, wenn du Kinder hast und du hast eines Tages Kinder haben, dann wirst du das Kind beschützen und bewahren. Es spielt eine brutale Rolle, welche Kita kommt das Kind. Und es gibt einen Tag, da heult jeder Mann und jede Frau. Der Tag, wo das Kind in den Kindergarten geht. Weil, let it go, let it go. Bitte pass auf, wo du laufst auf dem Trottoir. Es gibt ganz böse Autos und böse Fahrer. Bitte schau Nacht, wo du laufst, let it go. Ich habe geweint, weil ich wusste, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Es gibt immer einen Punkt im Leben, wo du darfst loslassen. Wo du nicht mehr unter Kontrolle hast und du musst vertrauen, der Herr ist mein Hirte und die Hand Gottes ist über dein Leben. Das Letzte, ich möchte ändern, wie kann ich meine Gedanken ändern, Leo? Meine Amygdala, meine Frontlappen. Schreib auf, was dir Sorgen macht. Schreib es auf, wer schreiben kann, ist im Vorteil.
Oder wer lesen kann, ist Vorteil. Beides geht. Denk darüber nach. Überleg dir, gibt es einen Triggerpoint? Gibt es einen Punkt, wo der Find reinkommt, immer wieder im gleichen Thema, wie so Strongholds, so Bereich, wo der Find reinkommt. Gibt es ein Muster in meinem Leben? Dann bekennst, und sagst Jesus, du bist kein Sünder mehr, wir sind Söhne und Töchter, aber ich bekenne, wenn ich mir Sorgen mache, Gott, es tut mir mega leid, dass ich meiner Amygdala so viel Platz gebe. Bitte vergib mir. Und ich tue so lange bekennen, bis ich es von Anfang glaube. Und wenn du es anfängst glauben, ist deine Amygdala nach 8 Wochen fährt sich an zu verändern. Plötzlich merkst du, ich mache mir keine Sorgen mehr, weil Gott ist gut. Und ich möchte sagen, du kannst deine Amygdala verändern. Mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo ich mega begeistert bin. Meine Geschichte. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto gekauft. Noch nie. Weißt du so nicht? Es stehen so viel rum. Weißt du, wieso ich mir kein Auto gekauft habe? Ganz einfach. Gott hat meine Amygdala geprägt in meiner Kindheit. Ich bin aufgewachsen, ganz, ganz einfach. Wir hatten nicht viel Geld, wir hatten kein Auto. Wir sind so eine SBB-Familie mit dem Zug unterwegs, Going Green, schon dazu mal. Und meine Eltern haben Küngel und Hühner gezüchtet. Amen, höre ich da. Das ist eben das Leben. Und mein Vater hat Küngel ausgestellt als schöne Küngel. Und ich bin 14 Jahre alt, mein Vater hat Küngel immer verschenkt. Jedem Freund einen Küngel gegeben. Sogar, wer gibt, kommt über. Und ich bin 14 und in der SCB-Halle von SC Bern hat es eine Küngelausstellung gegeben, Schweizer Meisterschaft. Haben wir uns den besten Küngel geschickt. Wir sind in der Schweiz. Unser Küngel ist Schweizer Meister geworden. Ja. Also, ich komme aus einer sehr berühmten Familie. Wieso erzähle ich das? Ich vergesse mal nie mehr. Ich habe gewusst, wenn du deine Küngel verschenkst, dann wirst du den schönsten Küngel haben. Und damit 14 gemerkt, wenn du gibst, kommst du über. Als wir ISF gestartet haben, war niemand von euch da. Weißt du, wer da war? Ich. Und weißt du, wer noch? Mein Bankkonto. Wir haben unser ganzes Bankkonto gelehrt, um Stuhl zu kaufen. Du sitzt auf meinem Stuhl. Und weh, der Furz ist drin. All das, was du siehst, hat meine Familie am Anfang gezahlt. Wieso erzähle ich das? Weil ich gelernt habe, wer gibt, kommt über. Und dann hat Gott gesagt, okay, du baust die Kirche, ich werde für dein Autoproblem sorgen. Und Gott hat Auto mir geschenkt, von Frau und Mann aus der Kirche, von irgendwo. Und ich bin heute da, um zu sagen, liebe Frau und Mann, ich habe noch nie ein Auto gekauft, weil das Auto wählt mich aus. Und was macht das in meiner Amygdala? Jetzt musst du gut zulassen, weil ich ganz, ganz tief. Und jetzt auch ganz, ganz mega ruhig. Ich habe in meiner Amygdala etwas geprägt, dass wenn man Kollekte einsammelt oder eine Reach-Kampagne macht, dann glänzen meine Augen, weil ich weiss, come on, ich kenne das. Wir haben einen Küngel gegeben und einen Schweizer Meister bekommen. Und jedes Mal sagt etwas in mir, oh mein Gott, das funktioniert. Das ist die größte Plattform, dass Gott dich segnet. Und du merkst, ich bin on fire. Und die sind so ruhig. Ich rede zum reichsten Volk der Menschheit. Das sind die reichsten Menschen. Wenn es ums Geld geht, haben einen Pflock im Arsch. Liebe Frau und Männer, Amygdala kannst du prägen. Und der Punkt ist das, wenn es ums Gehen geht, bin ich nicht euer Pastor, sondern ich sage jetzt mal, oh mein Gott, ich gebe wieder und bin gespannt, was wird Gott mir wieder geben. Und ich möchte mit dem Beispiel dir heute Abend erklären, kannst du über das noch mal diskutieren, das morgen, ist mir egal, erklären, deine Amygdala kannst du prägen. Darf ich noch eine Sache sagen? Ich habe ein mega loses Mundwerk, oder? Aber es gibt einen Ort, wo ich mich nicht versündige. Das ist bei meiner Frau. Ich habe in meiner Ehe noch nicht einmal ein Wort gesagt, das ich bereue.
Es gibt Gott, dort verkacke ich sowieso nicht. Mit meiner Frau ist mir zu teuer, um es verkacken. Und ich möchte sagen, du kannst deine Worte, was du sagst, hat Leben. Und du musst lernen, deinem engsten Freundeskreis Wort vom ewigen Leben aussprechen. Weil wenn nicht du als ein Botschafter Gottes, wer denn? Und mit deinen Worten wirst du die Amygdala von deinen Mitbrüdern, mit deinen Mitschwestern anfangen prägen. Und du wirst ihnen helfen, dass sie merken, so sieht Gott dich, so denkt Gott über dich, denk dran, deine besten Tage sind nicht hinter dir, sind immer in front of you. Und du kannst einfach zu einer Blessing werden für andere Frauen und Männer. Heb deine Zunge an, dass Gott sie heiligt. Heb deine Gedanken an, dass du denkst, wie Gott denkst. Und hör das, was Gott dir sagt und nicht, was die Welt dir sagt. Weil Menschen haben einen Blick auf dich, sie haben eine Meinung, aber ich weiss, Gott sieht mich anders als alle anderen. Und unser Paulus sagt zu uns allen, sorgt euch um nichts. Amygdala, Frontlappen. Sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ich werde Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und ich liebe das, weil ich weiß, aha, ich kann meine Amygdala verändern in Tune von unserem Gott im Himmel. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.